y explicar-vos la història que anem a representar. És ahí. Sin enganes, al remot regne arribaren uns espavilats senyors que deien que eren modistos i com que no veien res es quedaven espantats. I com que no veien res es quedaven espantats. Jo diré que és molt bonic. La veritat dir no puc. Va ser que en este país el rei és el més idiota. Va ser que en este país el rei és el més idiota. I arriba la desfilada i ara farem el teatre. I com es fa cada any, perquè l'entenga millor parlarem en alemany. Perquè l'entenga millor parlarem en alemany. Sehr gut. Meine Geburtstagsparade. Das soll für mich eine Überraschung werden. Erstmal muss ich etwas für meine Garderobe tun. Ich brauche dringend neue Kleider. Meine Oberhof-Garderobenpfleger muss her. Univertus! Haben Sie gerufen, Herr Kaiser? Majestät Bartholomäus der 24. Bitte schön. Ach schon. Majestät Bartholomäus der 24. Was hol ich? Heißt du Univertus? Nein, ich bin die Putz- und Flick-Generalmeisterin Hermine. Dann du kannst hier bleiben. Ich brauche dringend neue Kleider. Schon wieder? Wie bitte? Verzeihung, aber Majestät Bartholomäus der 24. Schon wieder? Schon wieder! Diese Kleider trage ich 3 Stunden. Überall Flicken. Das sind keine Flicken. Das sind hochmoderne Garderobeverziehungen. Ach, Schnicksnack. Und irgendwo ist bestimmt ein Loch. Bim, bam. Bim, bam. Bim bam, bim bam. Hast du keine Glocke zum Bimmeln? Bim und Bam sind die neue kaiserliche Bekleidungsfarben. Bim ist der kaiserliche Spiegelhalter und Bam ist die kaiserliche Nähkästenverwandt. Bim, Bam. Wer hat gerufen? Niemand. Die Putz-
zum Flicktante hier hat gegeben. Wann kommt du her? Von der Majestät. Vor einer halben Stunde durchstrecke. Ich brauche dringend neue Kleider. Schon? Jawohl, schon wieder. Buch mich doch an. Muss ich immer kontrollieren, ob ich überall majestätisch aussehe? Zum Donnerwetter. Verstanden? Ich werde noch verrucht. Oh, Majestät ist krank. Der kaiserliche Livarz muss kommen. Professor Einlauf, Professor Einlauf. Ich brauche keinen Einlauf. Ich brauche keinen Professor. Ich brauche dringend neue Kleider. Papa, was ist passiert? Meine Tochter hat nichts. Seine Majestät braucht dringend Ruhe. Ich brauche keine Ruhe. Ich brauche dringend neue Kleider. Du hast genug Kleider, Papa. Nein. Sitzt du, Papa, auf einem Thron? Die Herren Meisterschneider. Treten Sie näher. Lara Feld. Lara Feld. Den Namen habe ich mehrmals gehört. Sie sind berühmte Modeschöpfer. Jawohl, Luigi Lara. Hier meine internationalen Preise. Goldene Schere von Mailand, Platinbügeleise von Paris, silbernes Lister aus Prag. Francesco Feld, Goldene Nadel von Madrid. Goldener Hosenknopf aus Hamburg. Platin-Reißverschluss aus Warschau. Zuerst diskrete Intervallkleidung. Unterwäsche habe ich genug. Ich brauche ein Kleid, keinen, wer König oder Kaiser hat. Ja, wir sehen wirklich nicht, was wir noch machen sollen. Geld spielt keine Rolle. Geld spielt keine Rolle. Wir müssen sehr teuer Grundmaterial kaufen. Es spielt keine Rolle. Silberne Seide in Tibet. Goldene Wolle von Popocatépetl. Vom Popo. Catepetl. Der befestigste Vulkan von Mexiko. Donnerwetter, das hört sich exotisch an. Und sehr vornehm. Unsere besondere Erfindung. Die Kleider sind unsichtbar für jeden, der du bist. Die klugen Menschen können die schönen Kleider sehen. Nur kluge Menschen können diese Kleider sehen. So, ich kann immer prüfen, wer in meinem Land klug und wer dumm ist. Wir hören nichts. Wir sehen nicht. Wir sprechen nichts. Wer seid ihr diese sprichwörtliche Affen? Sie können morgen anfangen. 100 Euro? Oh. Zu viel? Ah. Zu wenig? Eine Kleinigkeit fehlt. Eine Null. 1000 Euro? Das reicht Fürs Erste. für jeden von uns. Na, gut. Bis morgen dann. Was denkt ihr dazu? Glaubt ihr das? Das ist ein kompletter Unsinn. Wer weiß, die moderne Wissenschaft. Was sagt ihr? Ach, wie könnt ihr überhaupt die neue Kleider sehen, wenn ihr so dämlich seid? Ach, niemand will sich
schließlich als dumm herausstellen, nur weil er die neue Kleine nicht sehen kann, nicht wahr? Warten wir erst mal ab, was passiert. Ich traue der ganzen Geschichte nicht. Des Kaisers Befehl, ich muss Besichtigung durchführen. Wer ist draußen? Ich komme vom Kaiserbefehl. Der Entwicklung mit der Erlaubnis von der Majestät von Bartolomeo Fiat und Bansinter. Ich habe deine Erlaubnis. Kommen Sie herein. Hier ist das Kleid. Dumm bin ich nicht, aber ich kann nicht sehen. Warum sagen Sie nichts? Diese Noffe sind herrlich. Sie passen zum Kleid. Es hat einen großen, schönen Kragen. Manche sind sehr dünn und weich. In 2 Tagen ist das Kleid fertig. Ich will nicht bekennen, dass ich dumm bin, weil ich kein Kleid sehe. Ich muss lügen, sondern werde ich meine Stelle verlieren. Das Kleid ist sehr, sehr schön. Ich kann verkünden, dass Majestät Bartholomäus, der 24. Morgen mit nachsichtigem Besuch kommt. Niemand darf uns bei Arbeit zu sagen. Unsere Arbeit ist geheimnisvoll.
Clara sin toya. Becker. Angelika, Tochter des Kaisers, ist sehr jüngst. Ja. Wer ist draußen? Ich bin Prinzessin Angelika. Alles Leute wissen, dass ihr Vater die Überraschungen verrierte. Bitte, Angelika. Sie müssen den Geburtstag Ihres Vaters warten, um das neue Kleid zu sehen. Wo ist meine Sonne? Wo ist meine Tochter? Angelika! Ich komme, Papa. Ich komme. La 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 la. Angelika, wo bist du? Ich bin hier, Papa. In meinem Schloss da wohne ich, da schlafe ich, da esse ich. In meinem Schloss da lache ich, da trage ich, da träume ich. Oh. In meinem Schloss da wohne ich, da lache ich, da träume ich. In meinem Schloss da weine ich, da träume ich, da weine ich. Majestät Angelika. Ich war in dem geheimen Werkstatt. Ich will sagen, ich habe den neuen Kleid gesehen. Donnerwetter, mein Spiegel, mein Spiegel! Mein großer Spiegel, mein großer Spiegel, Donnerwetter! Mwah, mwah, mwah. Mwah, mwah. Mwah, mwah, mwah. Majestät Bartholomäus der 24. Wer ist draußen? Majestät Bartholomäus der 24. Hier ist das Kleid. Ihr Reich hat meine Erlaubnis, um vom Kleid zu sprechen. Wir lieben Eure kaiserliche Majestät Bartholomäus 24. ¿Wollen Eure Majestät das Kleid sehen? Es ist Geheimnis. Ja, ja. Wir wollen das Kleid sehen. Raus, raus, raus. Donnerwetter, mein Spiegel! Wir wollen nichts. Wir sehen nicht. Wir sprechen nichts. Sascha.
Das Kleid ist sehr hübsch. Ich sehe nichts. Das ist schrecklich. Bin ich dumm? Das Kleid ist sehr hübsch. Ich will es anprobieren. Das Kleid sieht sehr gut. Das Kleid kleidet Sie, Majestät Bartholomäus Pius beim Sistet. Ah, der Knopf ist aufgerissen. Haben Sie eine Kette um den Hals zu diesem Kleid? Das wäre alles. Wer? Das Kleid ist unvergleichlich. Bis morgen Abend habt ihr Zeit, das Kleid gut zu bügeln. Bis morgen Abend. Bis morgen dann, Donnerwetter. Donnerwetter. Was ist los, Papa? Was ist los? Oh, Angelika. Oh, mir ist schwindelig. Papa, hast du die Treppe heruntergefallen? Viel schlechter, Angelika. Ruf bitte Professorin auf. Es ist ihr Oh, Papa. Majestät Bartholomäus der 24. Was machen Sie für Beschwerden? oh, seit einiger Zeit fühle ich mich nicht wohl. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Schmerzen in der Magengegend. Oh, Sie müssen sich vorsehen. Machen Sie bitte den Mund auf. Sie müssen Diät führen. Aber ich habe eine Medizin für Sie. Nehmen Sie einen Esslöffel. Wie geht's? es geht mir besser. Jetzt brauchen Sie Ruhe. Papa, morgen haben Sie Geburtstag. Es ist ein großer Tag für den Königreich. Angelika. In meinem Schloss, da wohne ich, da schlafe ich, da esse ich. In meinem Schloss, da lache
dabei ich, da träume ich. In meinem Schloss, da wohne ich, da schlafe ich, da esse ich. In meinem Schloss. In Eheim Schloss, da wohne ich, da schlafe ich, da esse ich. Majestät, Bartholomäus der 24. Majestät, Bartholomäus